Hier oben im Himmel blitzt und donnert es ständig. Tja, ich meine, immerhin sind es Donnergollinseln, ne? Was erwartet man da auch anderes? Willkommen zurück, Freunde, zu Tears of the Kingdom, im Himmel unterwegs, immer noch. Was auch sonst. Und ich springe das Ganze mal hier auf, ne? Kuckuck. Bin da. Wer noch? Du bist auch da, ne? Bist du ein Lieber? Also, haben wir eigentlich schon mal ein Foto von dir gemacht? Nee. Ein Raubschleim. Ganz simpel und trotzdem gefräßig. Aber frisst keine Schilde mehr wie früher. Oh, da war der falsche Bogen drauf, super. Also Gandalfs Bogen hat schon drauf, ey. Meine Fresse. Was eine helle Bade, war gar nicht. Bisschen Hardlink, wa? Und die Animation wird noch cool. Das ist dann nicht so oft. Aber ganz ehrlich, warum muss Link auch die Truhe auftreten? Kannst du einfach aufschließen. Die wilde Weise aber ganz vergessen, die gibt es ja auch noch. Aber andererseits kann ich natürlich auch sagen, zum Glück gibt es auch so normale Truhen, ne? Nicht nur so die Sonanium-Truhen. Wäre auch ein bisschen schräg, wenn so ein Raubschleim so eine Sonanium-Truhe gefressen hätte. Okay, da heißt uns wir noch 2 wilder Weisen, ne? Für das letzte Upgrade dann. Weil die 4 haben wir schon. Es gibt ja noch einen 5. Weisen. Folge brauchen wir dann noch 2 Truhen und vielleicht gibt es sogar schon alle hier. Wer weiß. Sonst haben wir den Himmel so weit abgegrast, ne? Also muss hier oben schon noch ein bisschen was geben. Vielleicht hat die eine oder andere Truhe noch übersehen, obwohl ich doch bislang, finde ich, sehr gründlich war mit allem. Man bedenkt, dass ich eigentlich hier drüben angefangen habe und gesagt habe, ja, ich nehme jede kleine Insel mit. Ich glaube, wir sind soweit schon ganz gut dabei. Da hinten. Mal gucken, was für ein Ort denn das schon wieder ist. Da unten war ich da auch schon. Bin so unsicher bei solchen Dingen immer. Ja. Wir haben noch gegen die einen beiden Typen gekämpft. Also gegen diese Sonanium, was heißt Sonanium? Gegen diese Sonau-Krieger. Wächter, wie auch immer. Das heißt theoretisch zurück. Ich habe ja mit dem Teleportpunkt jetzt, mit dem Schrein. Da kann ich hier einfach hochporten. Hochspringen mit dem Wandsprung, das geht ja auch. Aua. Link aufstehen. Okay. Das heißt, wir können aber eigentlich ganz normal weitergehen. Ne? Wir müssen nicht mehr zurücklatschen und so. Passt doch soweit. Wie die Faust aufs Auge. Moment, ganz kurz Mikroarm richten. Mein Mikroarm richten, genau. Mein Arm ist so klein. Nein. Oh. Hier geht's plötzlich wieder. So, wo bin ich jetzt schon wieder? Hier. So, Frage. Brauche ich hier überhaupt das Teil, um darüber zu kommen? Oder? Doch, sieht schon so aus, ne? Stoßen, Link. Was ist los? Falsche Richtung, Kumpel. Oh, weg da.
Also geht's nicht, ne? Bin schon da! Oh, da muss ich wieder so rüber. Noch was zusammenbauen. Okay. Habe ich da alle Einzelteile überhaupt? Ich habe da Raketen. Oh. Hochschießen trifft es wohl eher, ne? Ja, ganz mit Tulins Hilfe hätte da auch hochfliegen können. Aber gut, machen wir so, wie das Spiel das gerne hätte. Dann noch Nummer 2. Oh, immer diese Kackwaffen. Wobei, so Schnellfeuer, ne? Aber kurz ersetzen. Und vor allem ist es so ein Nanium-Bogen, ne? Also schon was Besseres insofern. Gut. Elektrofrüchte mitnehmen. Und wieder zurück. Erstmal hier so gucken, ne, was es noch so gibt. Und da unten sieht es ziemlich leer aus. Sind noch trostlos, besser gesagt. Wären die Raketendinger wieder hier, falls ich jetzt gerade Mist gebaut hätte, oder? Nö, dann müssen wir es anders machen. Verstehe. Okay. Dann sind wir da. Für die Rallala. Schreiensensor schlägt er nicht aus. Ja gut, wir hatten gerade erst einen. Da würde mich jetzt auch wundern, wenn ich schon wieder einen hätte. Ach du Scheiße, dann hier geplant. Ja, mach's noch komplizierter, Junge. Da hat's noch ein paar Dinge, um so weiterzukommen. Aber eigentlich... Oh Gott, oh Gott. Ich gucke erstmal oben nochmal kurz, was es da so hat. Nachher wird er mich glaub, unten durchschlängeln. Und falls das Ding in eine Sackgasse war, gehen wir halt auch wieder einen anderen Weg. Ich glaube, dann würde er tatsächlich irgendwie mir sagen, ey, weißt du was, wir nehmen irgendwie ein kleines Fluggerät, ne? Ganz ehrlich, ja gut. Hätte auch natürlich einen ganz breiten machen würden, ne? Wobei, nee, selbst dann nicht. Ich muss irgendwie auf der anderen Seite da aufschlagen, dann darf ich irgendwie runterfallen oder so. Nee, da wäre man ein bisschen zu kompliziert tatsächlich. Und warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? Also, aber hier oben ist nichts mehr. Da sind Tieren auch durch. Ich durch und wir gucken mal hier unten weiter. Autsch. Nein! Uff. So. Machen wir es alle? Dann gehen wir wieder zurück, ne? Ja, über Umweg. Doch, hier. Hier geht's zwar. Nase juckt. Ich meine, juckt die Nase, dann juckt die Nase, ne? Kannst nichts machen.
So, ich weiß, ich gucke zum Teil irgendwie ein bisschen penibel hier nach, aber ich habe immer das Gefühl, als würde ich was übersehen. Voll scheiße eigentlich. Über Stock und über Stein, langsam. Jetzt müssen wir mal nerven tatsächlich. Und auch nicht seit 2, 3 Folgen hier oben. Und allein schon die Donnergol-Inseln sind größer als so manches Gebiet bei anderen Zelda-Spielen. Das will was heißen. Aber wenn es ein bisschen traurig klingt, aber ist leider so. Ich glaube, in der Zeit, wo wir jetzt hier auf den Donnergol-Inseln sind, können es irgendwie Zelda 1 schon durchspielen. Ja, überlegt, dass ich auch nicht einfach irgendwie das Ding hole. Dass mir wieder so ein Ding zusammenbauen. Ein Powerbike. Und doch hier viel schneller gehen, weil jetzt auch hier. Ich kann natürlich theoretisch da rüber springen, ne? Dann mit dem Deckensprung hoch. Ja, ich bin ungefähr da, wo ich vorhin gerade eben hin wollte. Okay, passt soweit. Bin ich denn schon? Doch, das stimmt auch soweit. Wir haben den richtigen Weg tatsächlich. Da oben sind noch Dinger, die wir dann nachher angucken. Da sieht mir so leer aus, ne? Ich habe nicht noch ständig das Gefühl, dass ich was übersehen würde. Ich habe auch ständig das Gefühl, dass ich irgendwie gleich auf eine geheimnisvolle, mysteriöse Tour treffe oder so. Dann denke ich mir so, scheiße, ist ja gar nicht so. Voller Kacke. War das hier? War hier, ne? Okay, sind wir wieder. Also unten ist da soweit nichts mehr. Das heißt, man muss wirklich oberirdisch weiter. Dort wird zu hoch. Das Ding hier könnte es klappen. Jawohl. Das sieht eigentlich besser aus, aber... Ich nehme nur hier hoch. Vergiss es. Also, wie komme ich auf das Teil da hoch, ne? Das müsste jetzt die kleine Insel sein, die wir eigentlich mit den Loren nicht erreichen können. Wo ja die Schienen so kaputt sind. Bin ich ganz... Doch, nein, ich bin falsch, scheiße. Die falsche Insel wohl darüber. Nein, Kacke. Hat mich das Spiel ausgetrickst. Wow. Ich müsste hier hoch, aber keine Chance. Hier war er auch schon. Hier ist sicher noch eine Stelle, wo ich hochkäme. Achtung, Boden. Oh! Entschuldigung, hab's nicht gesehen.
I'm so sorry. Ich bin selber erschrocken, ey. Kockwedel. Wow. Schildtasche ist voll. Irgendwie auch fies, wenn wir auf den Schild klauen. Also den zurück, weil der war schon angekratzt. Was willst du, Mann? Wo ist eigentlich Tulin hin? Ah. Was war das? Was jetzt random, dass er hier losgekrachert hat, oder was? Junge. Spawn einfach direkt hier. Was für ein Scheiß. Tschüss. Oh. Ich wiederhole. Tschüss. Gut. Ah, jetzt bin ich da, wo ich eigentlich hin wollte. Hier wären also gelandet. Gut. Oder in der Sichtweise natürlich auch schlecht. Ist noch ein Gebiet, wo ich schneller rankomme? Nee, wa? Ja, hochklettern, aber hochklettern ist halt ein bisschen schwierig. Ach, Rivali, wo bist du, um dich jetzt brauchen könnte? Holt schon hier garantiert auch ab. Also keine Ahnung, wie das diejenigen machen, die keine Krötenrüstung haben. Selbst mit der Krötenrüstung hier wird schwierig. Aber was heißt schwierig, es wird langatmig. Irgendwie von da unten her nach ihm ran? Wow! Tuli-Nähe, ganz ehrlich. Von hier, ne? Ja, und einen Weg von unten gehabt hätte vielleicht. Ja, also ich denke schon, wenn du da halt richtig suchen würdest, dann würdest du schon was finden. Das war's mit der Waffe. Kommen wir zum nächsten. Mensch ist an einem Schwert. Ich nehme mal die hier. Komm. So, also hier bin ich gelandet. Da. Okay, da kann man dann so weiter. Selbe Prinzip wie vorhin. Was ist denn hier oben, ne? Das ist denn dazu da, damit ich da hochkomme, nehme ich jetzt mal an, ne? Ja, weil alles andere sieht ein bisschen schwieriger aus. Da war ich eben auch. Da war. Oh, da eine Truhe. Nein! Das muss ja passieren. Noch so ein Sonanium-Shield, Junge. Schild mit Hasenschild, komm, leg den mal ab. Und nimm mir dazu.
Okidoki, also. Tools brauche ich gleich. Dass natürlich Tools hier so oft brauchen, ist ja kein Problem, denn du kommst hier sowieso nur hin, wenn du schon die anderen 4 Weisen hast. Richtung müsste richtig sein, ne? Was ist der Rest da von der Insel? Der ist ja da unten. Gerade kurz verwirrt. Achso! Wow, wir haben einen Trottel. Ey, nun klappt's nicht. Schade. Warum? Ich meine, es muss ja passieren. Den ganzen Weg da zurück, nicht den ganzen. Dadurch sparen wir ein bisschen Zeit bis zum nächsten Donnerblitz und dann, naja. Ein typischer Michael-Move. Okay. Bin ich wieder hier. Für die Rallala, für die Rallala. Genau. Eben dorthin, beziehungsweise darüber. Jetzt geht es ja auch so, also wenn ich hier hinkomme. Okay, also weg, Gott sei Dank. Ja, wir müssen schnell respawnen, ne? Hat er gar kein Blutmodul, war wieder knapp. Bin da, wer noch? Blitzwerfer, vom Blitzen hat er momentan genug, hey. Was eine Art Prüfung, ne? Dass du da reinspringen musst, ist klar. Nur. Ist hier oben noch etwas? Was haben wir? Ein paar Items zum Beispiel, genau. Sowas in der Art, oder? Ne, auf Gegner kann ich verzichten, dankeschön. Und Schleime sind. Warte mal. Stimmt doch, warte mal, das stimmt doch, ne? Wir hatten doch auch bei Skyward Sword eine Himmelinsel, ne? Gab es auch irgendwie so Schleime und die Fledermäuse. Aber ansonsten hatten wir sonst Gegner, die es auf der Oberfläche gab es im Himmel sonst nicht. Fällt mir jetzt auf. Die Parallele wieder. Skyward Sword. Und ansonsten ist ja nichts. Ist hier. Ah, ist der Eingang. Okay, von mir aus. Was ist mit dem Wetter los? Drachenkopfinsel, die meinen. Junge, ist die groß. Das ist keine eigene Musik hier. Hä? Oh, mein Bogen, aber dann außerdem oben fallen lassen. Ah, da beim Gewitterangriff, genau. Also da, also was Gewitterangriff, ne, wo ich selber dachte, ja komm, ich
schießt mich da selber rüber. Da muss ich ihn wohl verloren haben. Oh, Dreck. Naja. Also der beste Bogen von allen insofern. Ist jetzt nur ein kleiner Verlust. Den Gardebogen nehmen. Das reichen zwar schnell, aber... Genau so ist es nämlich passiert. Aber die Musik gefällt mir. Mächtiges Sonanium-Schwert. Wie viel denn noch? Also Sonanium-Power lässt grüßen. Nehmen jetzt aber hier das Master-Schwert, falls gleich in eine Szene getriggert wird. Könnte es ja sein, finde ich mir ganz cool. Wenn vielleicht auch auf Bezug genommen wird. So, wie soll ich das jetzt auch noch machen? Okay, Schatz, da habe ich. Da wir hier bereits bei der letzten Insel hier sind. Hier oben beim Donnergrollen. Und ich könnte mir vorstellen, noch ein paar wilde Weise finden, weil wo sollen die sonst sein? Wenn wir das kurz hier abchecken. Ah, wo ist es doch? Ja gut, die da vorne sehe ich jetzt sogar. Aber krass, die Insel plötzlich hier überhaupt keinen Donnerblitze mehr hat. Nichts mehr da oben, aber vielleicht immer noch, keine Ahnung. Man sieht so schlecht von hier aus. Wille der Weißen. Okay, dann fehlt noch einer. Wo soll denn der sein? Hat der wirklich verpasst? Dass auf der Insel 2 Stück sind, wenn ich jetzt ein bisschen Overkill. Aua! Boah, was hat die... Moment. Nein, so, jetzt. Waldstrauß. Kackviecher, ey. Ich will doch gar nichts, ich bin heute Veganer. Das wirkt bisher so. Junge, die Musik. Große Maxi-Rübe. Was Neues. Koch lässt grüßen. Wo ist er? Ist ja gar nichts Spezielles. Okay. Doch keiner. Pfirsichreiher. Ja, der kackt Pfirsiche. Wer weiß das nicht? So, dann ist die Insel doch nicht so groß, wie ich zuerst dachte, ne? Wie es zuerst einen Anschein gemacht hat. Da hinten können wir noch hin. Ein wilderweise fehlt, der ist sicher irgendwo hier an Donnergrollinseln, den ich jetzt verpasst habe. Weil truntechnisch dürfen eigentlich nichts mehr fehlen, außer wer da in diesen Labyrinthen drin hier im Himmel. Das ist aber stark bezweifle. Da ist ein abgestochener Baum. Auch hier schlägt nichts aus.
Sieht einfach nur schön aus hier. So. Und sagen wir gehen rein in die gute Stube, machen wir einen Schrein noch und dann wird es Zeit für ein bisschen Cutscene, ne? Nehmen wir jetzt mal an. Das war schon ein Schrein, ne? Ja. Da geht es auch schon so weit weiter. Okay. Auch hier triggert sich natürlich nichts. Was theoretisch natürlich auch sein könnte, ist, dass einer der Schrein noch in wilder Weise drin ist. Aber das zweifelt es irgendwie. Komm, erstmal aktivieren. Und dann rein da. Ah, bitte keine Kraftprüfung, danke. Können ein bisschen was fürs Hirn gebrauchen. Kleines Rätsel oder so wäre cool. Noch besser. Ein Diamant. So, warte mal. Schon mal im Thema gerade fahren, dann nehmen wir vielleicht doch irgendwie einen Bestienbogen. Ja, so ein quasi mal ein stärkeres Set ausgerüstet haben. Ne? Gut, die müssen das Marschwerte mal upgraden. Aber hey. Ein anderes Mal. O Besucher des Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bisher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches in diesem Ort ruht. Doch ein anderer Spruch, ne? Und mein Arm wird geheilt. Der eigentlich schon längst wieder heil sein sollte, weil ich mehr Herzen habe als zu Beginn des Abenteuers, also Vorgandorf uns erwischt hat. Aber ey, wer bin ich, um sowas zu hinterfragen, ne? Sind 138, ne? Schade. 14 fehlen uns theoretisch noch im Himmel und auf der Oberfläche. Das im Himmel, weiß nicht, vielleicht einer maximal. Obwohl, nee, warte, wir können schon. Aber es sind sicher keine 5 mehr, am besten will ich mir nicht mehr vorstellen. Warte mal, ich muss jetzt weiter hier. Schrein geholt, Zeit für Story. Truhensensor schlägt immer noch nicht aus. Er muss vielleicht nochmal mit dem Hoverbike über die Insel fliegen und dann gucken, ob wir noch irgendwo noch eine Truhe erwischen. Wir sind in der Stadt der Göttin. Hi. Seltsamer Opfer in so einer Statue. Ach, bitte ausdauern. Ich habe schon die volle Ausdauer, okay. Machen wir später. Oh, eine neue Tür. Wieder 2 Drachen, ne? Oh! Das haben wir zum Master Schwer bei Breath of the Wild. Während wir bei Tears of the Kingdom ja Ausdauer gebraucht haben fürs Master Schwer, brauchten wir damals ja Herzen. Aber Moment, es geht um die Hauptstory. Ich kann nicht so viele Herzen brauchen hierfür, das kann nicht sein. Wie waren es jetzt? 8, 10? Okay, du musst schon eine gewisse Power hier haben, ne? Wobei, mit 4 extra Schreien könnte es sogar, glaube ich, reichen, ne? Startet sie ja... Ja, warte mal, Gandalf zieht uns das Miasma ja bis zu 3 ab, ne? Okay, eine Heulmaske.
Sonst ist hier nichts. Das ist die Maske, die Minero aufhatte, getragen hat. Link. Zeldas auserkorener Ritter. Bitte bringe dies an den Ort, zu dem das Licht dich führt. Plötzlich spricht Minero mit uns. Geheimnisse Kranzruinen geschafft. Weisungen aus uralten Zeiten. Ching Ching. Bin in den 5. Weisen. Was bringt ihn? Auf einen bestimmten Ort leiten, finde ihn. Zu dem das Licht dich führt, ne? Okay, so ein Teil. Das heißt aber auch ein bisschen was. Ein paar Sonarbauteile. Das ist die Oberfläche. Krass. Da hier habe ich ein bisschen was, ne? Was man schön zusammenbauen kann. So ein Kapselspender, cool. Also, das kann ich in der Art. Okidoki, Freunde. Dann würde ich doch langsam aber sicher mal sagen, dass wir mit dieser Folge wieder mal durch sind. Gucken wir ganz kurz, was hier noch so alles gibt. Ich würde sagen, bauen wir uns in dieser Folge halt wieder so ein. Nicht ein Hoverbike, ne? Bauen wir was anderes, so ein Flieger halt. Eigentlich müssen wir nur runtergleiten, ne? Wir müssen gar nicht machen. Schon alle 4, perfekt. Ja, können wir hier was zusammenbauen. Das, wir haben jetzt ein Denkteil, das passt doch. Wir haben die Dinger. Ich würde sogar sagen, es reicht schon, ne? Propeller, warum eigentlich nicht, ne? Also man könnte das Hoverbike natürlich bauen, aber ich glaube, eins von den Gleitern, das Steuerelement und 2 von denen, 2 Ventilatoren, das reicht doch schon. Dann schön runtercruisen und ja, das Beste hoffen, ne? Ich bin echt gespannt, wenn das funktionieren soll. Ich meine, klar, Minero, dass wir jetzt irgendwie sagen, täuscht mir das nur so aus, wäre hier verdammt tief dran an der Oberfläche. Könnte fast schon hinspringen. Fast schon den Deckensprung nutzen. Ja, ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass nicht Minero der neue 5. Weise wird, sondern irgendwie sie einen der Sheikah oder so auserwählt, weil das würde irgendwie, finde ich, auch noch ganz gut passen. Aber ich finde auch, gerade im letzten Teil Breath of the Wild, klar, wir hatten die Sheikah-Technologie und so, cool, aber als Krieger zum Einsatz kamen sie irgendwie auch zu wenig, ne? So ein bisschen vermisst habe. Wobei, wir hatten Hyrule Warriors wiederum. Age of Calamity, da kamen sie doch mehr zum Einsatz. Insofern, naja, mal gucken. Also Leute, danke fürs Zusehen. War ein Foto von dem. Ne, bringt eh nichts, weil es natürlich verpassbar ist. Dass von dem kein Foto machen kann, ist auch krass. Und vor allem fragen mich, wieso spricht Minero so zu? Und sie wissen doch einen der Rückblenden, aus den Erinnerungen, dass ihr Geist eigentlich im Sheikah-Stein drin ist. Oder Purapell sie heißt, ne? Insofern ist trotzdem seltsam. Egal. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Dann, ja, zur Oberfläche mal gucken, was Minero dann zu sagen hat, ne? Oder jemand anderes, wir müssen dann noch erstmal wieder in den Untergrund zurück oder so. Was anderes wird getriggert und ja, eben ansonsten. Uns fehlt noch eine wilde Weise, die sind am Himmel oben, das habe ich den irgendwo noch verpasst. Schreien müssen wir gucken, ob es noch irgendwo noch mehr gibt. Und eigentlich wollen wir noch die Dinger hier machen, die Labyrinthe. Und hier auch ein bisschen vorwärts kommen. Aber ja, nach und nach. Bis dahin, ciao zusammen.